Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Reisefreunde. Der letzte Tag mit unserem Mietcamper von mycamper.ch ist angebrochen. Ja, ein bisschen wehmütig bin ich jetzt schon. Noch kurz zu letzter Nacht. Wir haben euch erzählt, wir seien uns nicht ganz sicher, ob man hier in Einsiedeln stehen darf. Einfach so frei. Es ist niemand gekommen, es war die ganze Nacht ruhig. Außer Steffi, die hat noch so einen lautes Mofa gehört, aber sonst kein Problem. Wir sind heute Morgen gut aufgestanden, haben bereits gefrühstückt und ja, machen uns jetzt langsam auf zu unserem nächsten Ziel, zu unserem letzten Ziel leider. Aber da nehmen wir euch natürlich auch noch mit, ziehen ein Fazit rund um die Grand Tour of Switzerland und auch ein Fazit rund um mycamper. Und ja, ich würde sagen, heute schnipsen wir uns mal dahin. Es geht nach Rapperswil-Jona. Und schon sind wir in Rapperswil-Jona. Wir haben uns durch den Morgenverkehr gekämpft. Wir sind heute ein bisschen früher unterwegs, weil wir das Auto abends dann zurückgeben müssen. Wir haben aber auch den Kanton gewechselt. Wir waren heute Morgen noch im Kanton Schwyz und jetzt sind wir bereits im Kanton Zürich. Ganz, ganz nah eigentlich von uns zu Hause. Hinter uns seht ihr den Holzsteg. Der hat eine richtig lange Tradition und ist eine sehr, sehr wichtige Verbindung. Weil wenn wir darüber schauen, dann ist da die Autoverbindung zwischen Hurden und Rapperswil-Jona. 25.000 Autos fahren über diesen Seedamm jeden Tag und dass es die Fußgänger ein bisschen einfacher und schöner haben, hat man hier diesen Holzsteg gebaut und der ist wirklich richtig cool gemacht, richtig schön. Und ja, wir werden jetzt ein paar Meter über diesen Steg gehen und euch ein bisschen was davon zeigen, bevor wir danach da hinten in die wunderschöne Altstadt von Rapperswil-Jona gehen. Wenn Kinder nach Rapperswil kommen, dann leuchten ihre Augen immer ganz hell und glänzend, weil in Rapperswil ist unser Schweizer Nationalzirkus zu Hause. Hier beziehen sie ihr Winterquartier und entsprechend gibt es hier auch den Rapperswiler Kinderzoo, wo die ganzen Tiere, die noch mit auf Tournee gehen, dann ihre Winterpause haben. Aber obwohl der Schweizer Nationalzirkus für seine Elefantennummer bekannt war, sind die Dickhäuter mittlerweile nicht mehr mit auf Tour, aus Gründen des Tierschutzes. Und wir haben ihn gefunden, den letzten Fotostopp unserer Reise. Insgesamt haben wir, glaube ich, 3 oder 4 solcher Fotostops gefunden. Den letzten jetzt in Rapperswil-Jona. Und ich erzähle euch noch kurz ein bisschen was über die Stadt. Rapperswil-Jona wird nicht umsonst die Rosenstadt am Zürichsee genannt. Über 20.000 Pflanzen blühen in 4 Rosengärten sowie weiteren Anlagen. Die malerische Altstadt mit ihrem mittelalterlichen Schloss sowie die wundervolle Seepromenade verleihen dem Städtchen ein geradezu südländisches Flair. Richtig schön hier in Rapperswil. Wir werden nachher auch noch in die Altstadt gehen. Und ja, erstmal ziehen wir jetzt aber ein Fazit zur Grand Tour. Wir beginnen mit Steffi. Ja, die Grand Tour of Switzerland, oder zumindest der Teil, den wir jetzt gemacht haben, ist schon sehr spektakulär, gut ausgeschildert und bringt einem an echt schönen Orten vorbei. Wenn man dann noch so ein bisschen rechts und links vom Wegesrand schaut, dann kann man richtig tolle Sachen erleben. Und vor allem ganz wichtig, wenn man im Vorhinein die Route anschaut, online auf myswitzerland.com oder irgendwie so, wir schreiben es mal unten hin noch genau, wie der Link heißt,
Hinweis. Da kann man die ganzen Streckenpunkte anschauen und super gut planen, was man denn gerne anschauen möchte. Ich fand diesen Ausflug hier, auch wenn er nur kurz war, nur 4 Tage, sehr, sehr gelungen. Und ja, kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal Bock auf die Schweiz habt, dann macht die Grand Tour. Und ihr habt jetzt ja auch unseren Stellplätzen angesehen. Es muss nicht immer teuer sein in der Schweiz. Es gibt auch sehr wohl günstigere und trotzdem sehr schöne und coole Alternativen. Ich finde die Grand Tour richtig cool, weil es etwas für Autofahrer und Motorfahrer ist. In der Schweiz wird sonst sehr viel für den ÖV getan, für den Zug, für Velos und so weiter. Aber diese Strecke, die Grand Tour, die ist wirklich gemacht für Auto- und Motorradfahren. Das finde ich richtig cool, dass es heute noch so etwas gibt. Wir haben wunderschöne Orte kennengelernt, die wir vorher so nicht gekannt haben, und ich denke, wir werden irgendwann diese Tour auch noch weitermachen, weil die Grand Tour, die verbindet alle 4 Landesteile der Schweiz, also alle 4 Sprachregionen, und das wollen wir dann schon auch irgendwann mal noch sehen. Vielleicht auch wieder mit einem Camper, das wäre natürlich richtig cool. Auf jeden Fall machen, es lohnt sich. Alle Infos, wie gesagt, unten in der Infobox. Nicht nur im Zoo gibt es hier wilde Tiere, auch draußen. Achtung vor dem Fuchs! Und Rapperswil, letzte Stadt. Das ist jetzt wieder eine Stadt, nicht ja, ich glaube, da darf man auch wieder Stadt sagen. Sehr großer Innenstadtkern, sehr schöne Gebäude, sehr gepflegt, mit der Weihnachtsbeleuchtung schön. Katze! Mir gefällt es sehr gut, und ja, ich kann gut verstehen, dass Rapperswil Jona Tourismus behauptet, sie sei die schönste Stadt an der Grand Tour of Switzerland. Wir sind zurück in unserem Knaus. Wir haben ihm bis jetzt keinen Namen gegeben, aber ich weiß, dass wir wahrscheinlich im ersten Video viele tolle Vorschläge gemacht haben, nur waren diese Videos ja da noch nicht online. Per Instagram kam mal noch Klaus der Knaus. Klaus der Knaus, das wäre noch was gewesen. Auf jeden Fall immer noch ein bisschen warm von der Standheizung vom Morgen, richtig angenehm. Wir machen uns jetzt auf nach Hause, weil man muss dieses Fahrzeug dann auch grundgereinigt zurückgeben. Also das muss man dann schon immer einplanen, dass man genug Zeit hat, das Auto auch noch zu reinigen. Darum machen wir uns auf jetzt langsam nach Hause in den Thurgau. Und ja, werden euch später noch berichten, wie wir das Angebot von MyCamper finden. Wir werden heute auch noch eine Roomtour drehen, wo wir dann ein Fazit zu diesem Auto drehen. Das wird auch noch richtig spannend. Und ja, ihr kommt einfach noch weiter mit. Wir sind weiter unterwegs. Ja, das war's, oder? Ja. Ja, die Roomtour, die ist abgedreht. Die ist im Kasten. Die ist im Kasten, genau. Kastenwagenkasten. Die kommt dann als nächstes Video. Ich weiß nicht, an welchem Tag jetzt dieses Video, es kommt dann einfach als... Es kommt, wenn es draußen ist. Also heute, weil ihr schaut ja heute. Nein, die Roomtour nicht. Die Roomtour kommt dann als nächstes. Aber dieses Video kommt ja. Heute. Lassen wir Steffi reden. Auf jeden Fall, wir ziehen jetzt noch Bilanz zu MyCamper. Wir waren ja mit MyCamper unterwegs. Es war eine super gute Kooperation, obwohl so richtig viel gespürt haben wir von MyCamper ja gar nicht. Ja, stimmt. Es war ja nur der Vermittler MyCamper, weil ja, wir hatten ja nur mit der Privatperson hinter diesem Fahrzeug, wo wir jetzt gerade drin sitzen, zu tun. Genau, das ging nämlich super schnell, die ganze Sache. Ich finde, MyCamper ist eigentlich so das Beste, was es gibt, weil wir sagen ja immer, bevor man einen Camper kauft, sollte man diesen ja eigentlich testen, und genau diese Möglichkeit hat man bei MyCamper, weil, ja, wie soll ich sagen, es gibt da alles. Und das ist ja auch wichtig, weil woher soll
soll denn jemand wissen, was er möchte, wenn er noch gar nicht mit dem Camper unterwegs war? Also wenn ihr euch überlegt, einen Camper zu kaufen, ist unsere Empfehlung ja auf jeden Fall, mietet mal einen großen, einen kleinen, einen selbst ausgebauten, einen ab Stange, einfach so ein bisschen unterschiedliche Sachen und ihr werdet ganz schnell merken, was euch wichtig ist und was nicht und dann könnt ihr auch viel besser entscheiden, was dann zu euch passt. Aber es ist auch die optimale Form, wenn ihr natürlich keinen kaufen möchtet. Wenn ihr jetzt sagt, ja nee, ich möchte keinen Camper kaufen, geht ihr zu MyCamper, klickt euch durch und ich sag's euch, es gibt alles. Es gibt mit Alkoven, ohne Alkoven, es gibt Busse, es gibt groß, klein, selber ausgebaut, nur mit Matratze hinten drin. Es gibt einfach alles, zu jedem Preis und es ist so einfach. Man wählt seinen Wagen aus, klickt drauf, macht den Vertrag, geht vorbei und das auch in kürzester Zeit. Also ich finde, MyCamper ist so die beste Erfindung, was es gibt für Camper. Ja, aber ja auch für die anderen Leute. Für die Leute, die einen Van haben, aber der ist ja meistens der größte Teil des Jahres arbeitslos. Also warum jetzt nicht seinen Camper, den man hat, auf dieser Plattform einfach zum Vermieten anbieten und so anderen Leuten, die keinen Camper haben, erstens mal eine schöne Zeit ermöglichen und dazu ja auch gleich noch ein bisschen was mit verdienen. So ein Camper, die Anschaffung ist ja auch nicht gerade günstig und der Unterhalt und so weiter und deshalb macht das ja auch Sinn, dass man das quasi so ein bisschen amortisieren kann und da haben wir noch was dafür. Genau, unten findet ihr einen Link in der Infobox und da könnt ihr euren eigenen Van zum Vermieten anmelden und da gibt es viele Vorteile, die findet ihr auch unten in der Infobox, ist alles beschrieben, da könnt ihr euren Van einstellen. Das stimmt schon, nur schon wenn man an eine Leasingrate eigentlich denkt, die ja vielleicht 500 oder 600 oder 700 Franken ist und man vermietet jetzt einen Van wie diesen eine Woche lang, dann verdient ja der Vermieter jetzt in 4-5 Tagen 500 Franken. Also je nachdem, wie teuer das der dann eingestellt ist, das kommt ja darauf an. Ja, aber die Leasingrate hast du dann schon mal raus. Also ich finde, das System ist schon wirklich richtig cool. Und ich denke auch, dass wir das sicher wieder nutzen werden, weil ich möchte irgendwann noch so ein richtiges Wohnmobil fahren. Irgendwann so richtig groß, weiß, breit, Alkoven. Genau, mit Alkoven. Ich möchte mal im Alkoven schaffen. Ich möchte einfach mal so ein richtiges Wohnmobil fahren. Bleibt eigentlich für uns nur noch das Fahrzeug hier zu putzen. Das Schönste haben wir uns zum Schluss aufgespart. Und ja, da müssen wir den schon bald auch wieder zurückbringen und die Schlüssel wieder tauschen. War's das jetzt für die Grand Tour of Switzerland mit MyCamper im Knaus Boxstar, meine Güte. Ja, schön werdet ihr mit dabei. Wenn ihr Fragen zur Grand Tour oder zu MyCamper habt, dann stellt die gerne unten hin. Ihr könnt ja auch dazu schreiben, wenn ihr einen Camper besitzt, ob das für euch überhaupt in Frage käme, dieses eigene Zuhause jemand Fremdem in die Hände zu geben? Gute Frage, weil das habe ich mir auch schon überlegt. Würde ich überhaupt meinen eigenen Camper jemanden vermieten? Das finde ich auch schon eine spannende Frage. Schreibt das auch mal unten hin. Ja, für uns geht's jetzt ans Putzen. Geht die Arbeit los. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön wart ihr alle mit dabei. Lasst einen Daumen nach da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und wir wünschen euch weiterhin eine wundervolle Adventszeit und ja, viel Besinnlichkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.